die Sretenia-Verfassung, zu der Zeit eine der modernsten in Europa. Dieses Datum ist das wichtigste Datum in der politischen, kulturellen und historischen Existenz Serbiens. Serbien ist heute ein modernes Land, das eine Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union anstrebt, aber auch die Freundschaft mit anderen Ländern der Welt fördert. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist unser wichtigstes außenpolitisches Ziel und wir sind Deutschland für seine große Unterstützung und Hilfe auf diesem Weg sehr dankbar. Deutschland ist seit Jahren unser wichtigster Partner, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Das vergangene Jahr war trotz der Pandemie geprägt von einem intensiven politischen Dialog. Neben den gegenseitigen Besuchen der Außenminister, des Präsidenten der serbischen Nationalversammlung und anderen Repräsentanten erwies uns Bundeskanzlerin Angela Merkel die Ehre, Serbien einen Abschiedsbesuch abzustatten. Ich bin mir sicher, dass die guten Beziehungen auch mit der neuen Bundesregierung fortgesetzt werden. Was wir Serbien gewählt haben, also das ist solche Interesse und so eine Intensität haben wir noch nie. Und ich habe gesagt, was wir schon früher hatten. Jetzt zurück zu unseren nationalen Feiertagen. Ich glaube, keiner hat es irgendwie getraut zu übersetzen, was Sretenia bedeutet. Das ist ja ziemlich kompliziert, ich bin auch kein Sprachexperte. Aber das kann man irgendwie auch übersetzen als Treffen oder Zusammentreffen. Warum ist es wichtig? Natürlich für uns aus der Wirtschaft ist es wichtig, dass man diese Verfassung, diese erste moderne Verfassung in Artikel 119 zum ersten Mal auch die Privateigentum also Untastbarkeit des privaten Eigentums einfach in der Verfassung etabliert hat und sagte, dass wer das Eigentum einen anderen schadet, soll er einfach oder vernichtet, soll er als allgemeine Volkssicherheitsgefahr gesehen werden. Das ist zum ersten Mal in so einem, Sie müssen sich vorstellen, welche Zeit das war. Aber Volksglaube ist auch Volksglaube und wenn am Sretenia, wenn an dem Tag, sagen wir in Serbien, wenn die Sonne scheint und ein Bär rauskommt und wenn er den Schatten sieht, geht er zurück in seinen Schlaf und dann dauert es hinterher noch 6 Wochen lang. Die Sonne heute ist nicht so ein guter Zeichen, aber mal sehen. Aber Spaß beiseite, aber Volksglaube beiseite, zurück zur Sprachbegriff. Zusammentreffen bedeutet, dass sich die Leute austauschen, dass der Mensch auch den anderen nähert. Treffen bedeutet auch sich selbst treffen, sich selbst erinnern, was ist wichtig und wie wollen wir leben, was wollen wir von der Zukunft. Und genau das ist für uns wichtig, weil Treffen, Zusammentreffen, aufeinander hören, Dialog, nicht sehen, dass mein Erfolg, es muss einen anderen verlieren. Das Wichtigste ist, das ist, glaube ich, was wir in unserer Region jetzt am meisten brauchen. Das ist, glaube ich, in Europa, die es am meisten brauchen. Und deswegen lassen Sie uns zusammentreffen, lassen Sie uns reden miteinander und lassen Sie uns verstehen. Dankeschön. Sve što imamo danas ne bi postojalo bez Sretenja 1804. godine u Marićevića Jaruzi kraj Topole. Tada smo i mi i naša država postali mogući zahvaljujući herojstvu predaka i njihovoj svesti da je sloboda važnija od svega. I baš kao što su se Karađorđevi ustanici okupili da bi se izborili za slobodu i vaskrs srpske države, tako i danas kao nacija budimo ujedinjeni u borbi za Srbiju budućnosti. To dugujemo našim precima, ali pre svega našim potomcima. Srbija je danas među najbrže rastućim